mich noch nicht kennt, ich heiße Leonie, bin 15 Jahre alt und heute will ich ein Artenvideo machen. Das haben wir auch oben schon im Titel können lesen. Auf jeden Fall können wir 11 Arten beim Lernen. Also jeder muss mal lernen. Und am Schluss vom Video könnt ihr gerne eure Art reinschreiben. Das würde mich sehr wundern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und dann fangen wir an. Der einen Tag vor der Prüfung lernt. Jeder ist wahrscheinlich mal der Typ gewesen, dass man einen Tag vor der Prüfung erst davon lernen, weil man denkt, okay, ich kann eigentlich diesen Stoff, wieso muss ich eigentlich lernen? Und dann doch bemerkt, oh okay, es ist doch vielleicht ein bisschen schwieriger. Jetzt YouTube schauen und einfach chillen. Warte. Heute ist der 12. Irgendetwas ist doch gesehen. Ich habe eine Bioprüfung gemacht. Ich habe gerade Bock zu lernen. Ich lerne sie auch nicht hier. Also, ich kann erklären, was Zelldifferenzierung bedeutet. Der 3 Wochen zuvor schon lernt. Also diese Art könnte man sozusagen als Streber sehen. Weil, wenn man 3 Wochen zuvor schon von lernen, ist man schon ein bisschen leicht strebrig. Strebrig? Das ist glaube ich gar kein Wort dabei. Weil man einfach 3 Wochen zuvor schon lernt. Also man hat dann wahrscheinlich noch kein Lernziel. Aber man muss einfach mal lernen, dass man es genau weiß. Oder vielleicht sogar einen Monat davor oder mehr, ich weiß nicht. Also, ich habe gestern schon gelernt. Wenn ich genau mal teste. Am 3.9. Heute ist der 12.2. Ich habe genügend Zeit. Aber ich glaube, wenn ich jetzt schon von Anfang an zu lernen, hilft das mir sehr. Wo bin ich jetzt mit dem ich fange wieder beim ersten Lernziel an. Genau. Der Spickzettel macht. Ich glaube, das sind nicht alle schon mal gesehen. Die Person, die Spickzettel macht. Also, dann habe ich mal so aufgeschrieben, wie ich das genau bei einem Spickzettel will machen. So, erstes Thema ist Zelldifferenzierung. Also. Lineal. Also ich glaube, das ist so gut, wie ich die Zettel gemacht habe. Der nie lernt. Da kann man auch so sagen, der nie lernt. Aber es gibt dann solche, die extrem den Abschied machen. Aber dann gibt es auch andere, die extrem die gute Noten machen. Und dann denkt man so, Kollege, wie hast du das angestellt, so eine gute Note zu machen? Was ist jetzt? Ah, ich habe einen Test. Kein Bock. Der verschiedene Themen auf einmal lernt. Das könnte leicht ihr sein, aber auch nicht so sehr, weil wir von dem Thema an, zum Beispiel Biologie, und dann gehen wir zur Geschichte und dann gehen wir zu einem anderen Thema. Also das ist wahrscheinlich nicht so gut, aber wenn man irgendwie eine Stunde Bio lernt, dann eine Pause, dann eine Stunde vielleicht Geschichte lernt, eine Pause und so. Mehr könnte es mich betreffen, aber wenn man gerade so fordern muss, Thema wechseln, das ist glaube ich nicht gut. Also ich habe einen Bio- und einen Geschichtstest. Ich fange glaube ich mit Bio an, dann wechsle ich nachher. Also ich habe genug Bio gelernt.
Jetzt gehen wir zur Geschichte. Dann der schöne Erste Weltkrieg. Also das sind Lernziele. Das möchte doch am besten das Buch. Ich mache einfach eine neue Seite auf. Situation in Europa, wo der Krieg. Ja, das ist das. So. Der so macht, als würde er lernen. Wir kennen die Person, die am Lernen ist, aber eigentlich am Handy ist. Und irgendetwas anderes macht. Und zum Beispiel die Mutter kommt rein und man wird sozusagen nicht ertappt, weil er so gescheit war und gerade das Handy versorgt hat. Das ist die Person, die dann auch sozusagen auch nicht lernt. Also hey Leute, ich bin so am Video bearbeiten. Und ich habe gemerkt, so wie ich es gefilmt habe, wegen der Situation, ist nicht gegangen, wie ich es wollte. Also kommt jetzt kein Schauspielteil von mir, sage ich jetzt mal. Und ja, ist ein bisschen doof. Und die einfach auslassen, halt schon doof, weil es gibt halt schon ein paar, die halt das so machen. Ja, ab und zu ich. Der wirklich lernt, aber kurz ans Handy geht und die Mutter kommt rein. Also dann gibt es so der Typ, okay, das geht bei verschiedenen Sachen. Wenn man zum Beispiel am Lernen ist, kurz ans Handy geht, um etwas nachzuschauen. Und die Mami kommt rein und sagt, wieso bist du ständig am Handy? Da denkt man sich auch nur so, ich bin erst gerade dran gegangen. Und das Beste ist, wenn die Mutter es dir einfach nicht glaubt. Dann ist man komplett am Arsch. Ja, das hat mich auch schon oft betroffen. Ich bin schon seit 20 Minuten am Lernen. Ich glaube, ich tue mal etwas kurz nachschauen. Leonie, wieso hast du dein Tablet? Mami, ich bin jetzt erst gerade dran gegangen. Erzähl mir bitte keinen Scheiß. Ich bin wirklich erst gerade dran gegangen. Ich bin erst schon ständig am Lernen gewesen. Und ich bin zuerst wirklich gerade dran gegangen. Gib mir dein Tablet. Was ich muss abgeben. Ich habe gesagt, gib mir dein Tablet. Und lern jetzt bitte. Ja, ich lerne. Wo ich schon gelernt habe. Der durch Videos lernt. Man kennt es auch, man kommt bei einem Thema nicht raus. Und dann geht man kurz auf YouTube, geht das ein und wird halt durch Videos lernen. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht, wenn ich zum Beispiel Saster Pythagoras oder keine Ahnung was für Sachen. Kann ich natürlich auch kurz ein bisschen googlen, Videos, YouTube-Videos anschauen zum Beispiel. Es gibt halt so mehrere solche Schulseiten und die sind extrem gut, wenn man halt ein bisschen versteht. Und dann gibt es halt eben die Person wahrscheinlich, die nur mehr mit diesen Videos lernt und sozusagen den eigenen Stoff weniger anschaut, wo man eigentlich in der Schule sozusagen durchgenommen hat. Kein Support für sie, aber ey. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video. Also, ich glaube, jetzt habe ich das Thema kapiert. Also, ich habe es gelernt, also... Wer immer ist beim Lernen. Es gibt auch die Personen, die halt sozusagen immer Essen bei sich haben oder Getränk bei sich haben. Und sozusagen immer essen, weil sie denken, ja, wenn sie lernen und essen, dass es eine gute Bewegung gibt vom Kopf und so weiter. Man sollte keine Pause machen und essen, aber dass man durchgängig ist glaube ich nicht gut. Und ich glaube, man kann auch gut zunehmen. Also ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht. Wir dann vielleicht einfach eine Wasserflasche oder so und am liebsten ein bisschen etwas trinken. Aber dass man ständig isst oder trinkt, okay, trinken ist okay, aber dass man ständig isst, ist glaube ich nicht so gut. So, das habe ich. Und dann
Jetzt können wir auch lernen. Mein letztes Ding. Ja, noch als Plan. Der dann nach 5 Minuten aufgibt zu lernen. Es gibt auch die Personen, die nach 5 Minuten aufhören, weil sie denken, okay, ich habe den Stoff verstanden, also ich muss ihn lernen. Und dann einfach aufhören und denken, ey, ich will sie nicht Prüfung eh schaffen. Immer das Scheiß lernen. Ich habe so keine Lust. Und dann noch das Scheiß Thema. Jetzt bin ich auf 5 Minuten dran gewesen. Ich glaube, das langt. Der denkt, dass er eh die Prüfung verkacken wird. Wir kennen auch die Personen, die sozusagen nichts lernen und einfach deprimiert sind und so sagen, ey, ich will die Prüfung eh nicht schaffen. Wieso gebe ich da mit mir und mein Leben ist scheiße und so Sachen sagen. Ja, die Person kennt man auch. Oh nein, ich muss noch lernen. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich die Scheiße... Ich will eh die Prüfung verkacken. Wieso möchte ich überhaupt lernen? Oder wieso muss ich überhaupt lernen? Ich will es eh nicht schaffen und will eh dann irgendwie als Obdachlos irgendwo sein. Scheiß verdammte Sache! Sorry, ich glaube, der Schluss ist ein bisschen aggressiv gewesen, aber... Also, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gerne den Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, dass ihr ja keine Videos verpasst. Am besten auch noch eine Glocke anschalten. Und wenn ihr wieder mal so Videos wollt, dann schreibt in den Kommentaren, was ich vielleicht für Arten könnt machen. Und folgt mir gerne auf den sozialen Medien. Das steht dann im Outro, wenn ihr schön dranbleibt. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao!